Am Anfang schildere ich 3 Situationen, die ich kürzlich in der Kirchengemeinde erlebt habe. Die erste Situation. Eine Person, die ich noch nicht kennt habe, hat mich mehrmals angerufen und mir mehrere WhatsApp-Nachrichten geschickt mit dem Inhalt: Bitte twinten Sie mir sofort Geld. Ich bin gerade im Zug und ich will nicht schwarz fahren und einen Bus kassieren. Zweite Situation. Eine Einzelperson hat zu mir gesagt: Lieber Michael, wir vermissen dich an unserem Anlass in der Kirchengemeinde. Dritte Situation. Ich habe gemerkt, bei einem Gespräch zwischen 2 Personen, der Inhalt ist zusammengefasst so gewesen: Kannst du bitte deinen Arztbesuch verschieben, um mir zu helfen bei etwas? Im Online-Lexikon Wikipedia habe ich nachgeschaut, der Begriff Manipulation bedeutet heute die gezielte und verdeckte Einflussnahme, die aber verborgen soll bleiben. Dabei gereicht Manipulation zum Nachteil für die manipuliert werden. Manipulation besteht aus 2 latinischen Wörtern, aus manus, das heisst Hand, und plere, das heisst Fülle. Und es bedeutet wortwörtlich eine Handvoll haben, etwas in der Hand haben. Und es meint einen Handgriff, einen Kunstgriff, um anderen Menschen seinen Willen aufzuzwängen, die das gar nicht wollen. Manipulation ist sehr eine ernste Sache. Wegen dem ist die Predigt heute auch nicht so lustig wie normal. Ich habe dafür bei allen positiven Sachen ein Smiley hinten dran, so als Kompensation. Im Jahr 2023 sind Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche wieder publik geworden und viele Menschen sind wegen dem nicht nur aus der katholischen Kirche, sondern auch aus der reformierten Kirche austreten. Gerade in der vergangenen Woche ist ein Artikel in der NZZ dazu erschienen. Die Bibel zeigt uns, Gott Vater führt uns in die Freiheit. Bereits im 2. Kapitel der Bibel sehen wir das im Garten Eden. Dort lesen wir: Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Mit der Egelfiguren hier vorne sehen wir Eva und Adam im Paradies, wie sie nackt sind zwischen Pflanzen. Das habe ich auch noch lustig gefunden, nackte Egelfiguren. Das ist vielleicht das erste Mal. Im Frühling bin ich in der Predigt schon ein bisschen näher darauf eingegangen. Gott musste den Baum von der Erkenntnis von Guten und Bösen im Paradies pflanzen. Wieso? Weil sonst wären ja die ersten Menschen, Eva und Adam, gefangen gewesen im Paradies. Aber Gott will unsere Freiheit. Und mit dem Baum, mit dieser Frucht, das ist wie der einzige Ausweg gewesen aus dem Paradies. Aber das hat es gebraucht. Das ist speziell. Es hat das gebraucht, weil sonst wären Eva und Adam nur Marionetten gewesen, Roboter von Gott, die einfach eingesperrt gewesen wären. Aber nein, Gott hat die Freiheit schon geplant. Freiheit ist ein Zeichen von Liebe. Gott ist der Gott von der Freiheit und von der Befreiung. Gerade gestern habe ich in der Bibel etwas gelesen. Gott hat Miriam, Aaron und Mose, die 3 Geschwister, die hat er berufen, sein Volk Israel aus der Knechtschaft aus Ägypten rauszuführen. Und davon handelt das 2. Buch Mose, auf Latinisch genannt Exodus, das heisst Auszug aus Ägypten. Aber das Spezielle daran ist, das Volk Israel hat grosse Mühe gehabt, mit dieser Freiheit umzugehen. Die Freiheit zu akzeptieren und in dieser kargen Wüste konstruktiv mit der Freiheit umgehen. Und von dem handelt das 4. Buch Mose. Gestern habe ich einen speziellen Bibelvers gelesen, den habe ich hier auch angetan. Ich weiss nicht, ob ihr den auch schon kennt. Weil der Herr uns hasst, also das Volk Israel sagt das, weil der Herr uns hasst, hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, weil Gott sowohl das Volk Israel damals als auch uns heute liebt.
tut er uns die Freiheit gewähren. Also die Israeliten haben ein total falsches Gottesbild gehabt. Wie viele von uns heute auch, leider. Aber Gott ist geduldig, er wirkt an uns. Es ist genau das Umgekehrte, weil Gott uns liebt, hat das Volk Israel herausgeführt aus Ägypten. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Freiheit um? Im Neuen Testament lesen wir über Jesus Christus, dass auch er uns in die Freiheit führt. Er erklärt im Johannesevangelium: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sklave der Sünde. Wenn nun der Sohn, also Jesus Christus, euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Also Zusammenfassung, Jesus befreit uns von der Sünde. Und Jesus hat das alles gekostet, um uns von der Sünde zu befreien und um uns die Freiheit zu ermöglichen, die wir haben. Er hat sich ganz für uns angegeben, ist für uns gestorben und auferstanden. Es ist eine kostbare Freiheit, die wir haben. Wir bleiben in seinem Wort, wenn wir sowohl die Bibel schätzen, als auch Gemeinschaft mit anderen Christen. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Galatien etwas ganz Ähnliches wie das, tut das nochmal in anderen Sätzen ausdrücken und sagt: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Ich habe diesen Satz gestern noch auf Griechisch angeschaut und es ist wirklich genauso übersetzt, wie es im Griechischen steht, im Originaltext. Freiheit steht am Anfang vom Satz und am Schluss vom Satz. Jetzt alle, die ein bisschen sprachlich interessiert sind, dem sagt man, es ist ein Pleonasmus, es ist eine doppelte Aussage, wie wenn ich würde sagen, also das Wasser war heute nass gewesen, als ich getauscht habe. Oder einem weißen Ross sagt man ja Schimmel. Oder wenn ich sage, ich habe einen weißen Schimmel gesehen, dann ist das doppelt gemoppelt, weil ein Schimmel ist immer weiss. Oder? Und jetzt der Satz heisst, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, dann ist das doppelt gemoppelt. Das ist eine Betonung, dass Jesus uns frei gemacht hat. Der Satz geht noch weiter. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und die geistliche Manipulation ist genau ein solches Joch von der Sklaverei, das uns belasten und quälen. Also wir sehen, Gott der Vater tut uns befreien, Gott der Sohn Jesus Christus tut uns befreien und auch Gott, der Heilige Geist. Über ihn steht auch in der Bibel, dass er uns befreit. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist Freiheit. In der vergangenen Woche bin ich ein bisschen angespannt wegen der heutigen Predigt. Und dann ist mir so ein Liedvers wichtig geworden. Vielleicht kennt ihr den auch. Wo der Geist des Herrn ist keine Furcht. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das war das Motto von meiner vergangenen Woche. Und die Manipulation bewirkt aber genau das Gegenteil. Drohen und Angst machen. Angst ist die Sprache der Hölle, sagt Maria Brean jeweils. Und durch das können wir auch unterscheiden, ob jemand manipulieren oder nicht. Oder ob jemand uns in die Freiheit führen oder nicht. Wenn jemand uns Angst und Druck macht, Manipulation. Wenn jemand uns in die Freiheit führt und uns Jesus lieb macht, dann ist es vom Heiligen Geist getrieben. Besonders die reformierte Kirche braucht den Heiligen Geist. Wir alle brauchen den Heiligen Geist, dass er in unserem Leben mehr Raum einnimmt. Auch in den kommenden Gottesdiensten wollte ich das unbedingt fördern, mit Gottes Hilfe. Sowohl der Teil im Gottesdienst, der heisst «Mein Erlebnis mit Gott», wo man erzählen kann, was man mit Gott erlebt hat, als auch ganz neu das Kirchenfenster. Das Kirchenfenster, dem können sich einzelne Gruppen, wie zum Beispiel die Jungschar oder der Besuchsdienst, können sich kurz vorstellen, wie es ihnen geht, was sie machen, ob sie noch mehr Leute brauchen, Gebet brauchen und so weiter. Und das wird uns auch zusammenschweissen als Kirchenfamilie. An dieser Stelle möchte ich noch auf einen möglichen Einwand eingehen. Vielleicht
spüren ein paar so einen gewissen Widerspruch, weil vor einer Woche haben ja die Vikarin Olga Stepanok und ich den bekannten Bibelvers aus dem Johannesevangelium erklärt, in dem Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, das heisst zu Gott, als nur durch mich. Und jetzt sagst du wieder, dass Jesus uns Freiheit gibt. Ja, es stimmt eben beides, beide Seiten der Medaille. Einerseits zeigt uns die Bibel, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Andererseits zeigt sie uns auch die Freiheit auf, zu Jesus Ja zu sagen oder Nein. Kundige Bibelleserinnen und Bibelleser werden jetzt wohl einwerfen, dass Jesus aber selber mal gesagt hat in einem Gleichnis, nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll wird. Wegen dem schauen wir jetzt in aller Kürze das Gleichnis von Jesus im Lukas-Evangelium an. Jesus hat die Liebe von Gott Vater erklärt mit einem Gleichnis, mit einer Vergleichsgeschichte. Und darin vergleicht er die Liebe von Gott und die Einladung an Jesus zu glauben mit der Einladung zu einem feierlichen Abendessen. Ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Also das ist der Hausherr, der uns einlädt, mit ihm zu essen. Er hat dann seinen Boten gesandt, das ist der Bote, und nebenan sind die Ehrengäste. Er hat dann seinen Boten gesandt, um alle Ehrengäste daran zu erinnern, dass bald eine fette Party wird steigen. Doch die 3 Ehrengäste haben abgesagt mit fadenscheinigen Antworten und Ausreden. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Der Diener ist dann gegangen, hat die Menschen vom Rand der Gesellschaft eingeladen und ist zurückgekehrt und hat zum Hausherr gesagt, es hat immer noch freien Platz. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll wird. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, an meinem Gastmahl teilnehmen wird. Jesus drückt mit dieser Geschichte aus, dass die Menschen, die ursprünglich zuerst hätten die Liebe von Gott ergreifen, nämlich die Pharisäer, das sind die Pfarrer von der damaligen Zeit, dann die Schriftgelehrten, also die Theologieprofessoren von der damaligen Zeit und auch die Sadduzäer, also das sind die im Tempel mitgeholfen haben, vielleicht die Worship-Leiter von heute, dass die haben die Liebe von Gott aber zuerst abgelehnt. Und wegen dem hat Jesus nachher einen anderen Freundeskreis gehabt. Mit vielen Zöllnern, das heisst Abzocker, das heisst Manager, die die Menschen betrogen haben, Geld abgeknüpft haben, und mit Prostituierten. Ist Jesus zusammen gewesen. Es hat viele Prostituierte gegeben damals, weil es hat Armut gegeben und auch so viele römische Soldaten im Land. Und das war die Situation gewesen. Und dann haben die Prostituierten und Zöllner, die haben das Evangelium, die Liebe von Gott, haben sie zuerst angenommen. Und die Pharisäer, die Sadduzäer und die Schriftgelehrten erst später, wie es heisst in der Apostelgeschichte. Und jetzt ist es so, der Kirchenvater Aurelius Augustinus, den ich normalerweise sehr schätze, hat die Bibelstelle leider falsch erklärt. Er hat gemeint, dass man Menschen mit Gewalt in die Kirche hineinzwingen. Es war ganz eine andere Zeit. Er hat immer gekämpft gegen Tierlehrer und hat gesagt, kommt doch zurück in die Kirche, nicht falsche Lehren vertreten. Und dann mit dem Fachbegriff ausdrückt, compelle intrare. Das ist der latinische Begriff, der heisst, zwingen sie einzutreten. Wenn jemand mehr forschen oder so, kann er das googlen, dann kommt er auf das, compelle intrare. Also der Aurelius Augustinus hat gesagt, man soll Menschen zwingen, in die Kirche zu kommen. Und der Augustinus war einer der wichtigsten Kirchenväter überhaupt. Unter anderem hat er auch die Reformatoren geprägt, Martin Luther, Huldrych Zwingli und Johannes Calvin, die dann selber auch wieder Gewalt gegen Andersdenkende predigt und gelebt haben.
Die Geschichte lehrt uns, dass wir unseren Glauben weder auf die Kirchenväter setzen, noch auf die Reformatoren, sondern nur auf Jesus und auf die Bibel. Lustigerweise haben die Reformatoren das erkannt, aber sie haben es nicht immer ganz durchsetzen. Solus Christus, das heisst nur Jesus. Sola Scriptura, das heisst nur Bibel, ist die Grundlage von unserem Glauben. Und alles andere sollen wir an Jesus und an der Bibel messen. Alle Kirchenväter, alle Reformatoren. Das war einfach ein kurzer kirchengeschichtlicher Exkurs, dass leider eine Fehlentwicklung genommen hat. Wie wappnen wir uns konkret gegen Manipulation? Auf Wikipedia steht, wer Unterlegenheitsgefühle, mangelndes Selbstvertrauen oder Angst hat, lässt sich leichter täuschen, ist leicht manipulierbar. Also das Problem besteht darin, dass wir Menschen eine Einfallstür für die Manipulation haben, wenn wir uns erstens minderwertig fühlen, wenn wir wenig Selbstvertrauen haben oder wenn wir Angst verspüren. Wegen dem werden wir jetzt kurz auf alle 3 Punkte eingehen. Zuerst zu unserem Unterlegenheitsgefühl. Jesus verändert uns. Unsere Unterlegenheitsgefühle gehen mit der Zeit weg, wenn wir uns täglich in Erinnerung rufen, wer wir dank Jesus sind. Unsere Identität in Christus. Das haben wir vorher ja gesungen. Und auch Lieder können sehr helfen, um sich das in Erinnerung zu rufen. Wer sind wir dank Jesus? Unter anderem sind wir Mitarbeiter von Gott. Wir sind Schwestern und Brüder von Jesus. Wir sind Kinder von Gott. Und ganz weiter, es gibt eine ganze Liste, aber ich habe es jetzt einfach ein bisschen zusammengefasst. Und weil Jesus uns liebt und unsere Schuld vergibt, sind wir wertvoll in den Augen von Gott. Und das ist ein lebenslanger Prozess, dass wir wachsen und Wurzeln schlagen in dieser Identität in Jesus. Und das tut unseren Charakter auch positiv prägen. Dass wir das loslassen können, diese Unterlegenheitsgefühl. Jesus verwandelt auch unser mangelndes Selbstvertrauen in Mut und Stärke. 3-mal tut Gott die Josua ermutigen, mutig und stark zu sein. Der Josua ist ja der Nachfolger von Mose. Und Gott sagt 3-mal, sei stark und mutig. Nur sei recht stark und mutig. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Ich sage immer, früher hätte es ja noch kein Ausrufezeichen gegeben, vor 3600 Jahren, wo das geschrieben worden ist. Und wegen dem ist das 3 Ausrufezeichen, wenn etwas 3-mal wiederholt wird. Das ist jetzt eine Betonung, dass Gott sagt, wir sollen mutig sein, wir sollen stark sein. Dank ihm. Und das verändert auch, wenn wir mangelndes Selbstvertrauen haben, dürfen wir daran erinnern, Jesus nimmt uns an der Hand, er geht uns voraus. Jetzt ist lustig, der dritte Punkt, der hängt gerade mit dem zusammen, nämlich Jesus nimmt uns unsere Angst weg. Und da geht es weiter im nächsten Satz. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Also, wir müssen gar keine Angst haben. Je nach Bibelübersetzung heisst es 86 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Weil Jesus treu ist, weil er alles im Griff hat, auch wenn unser Leben auseinanderbricht. Zwischenfazit. Welchen Bereich gehst du in der nächsten Woche an? Fragezeichen. Überleg dir und red mit Gott im Gebet, welchen von diesen 3 Bereichen du in der nächsten Woche angehen willst. Welches sozusagen momentan deine Schwäche ist. Du schützt dich vor Manipulation, wenn du geistlich mündig wirst. Wie? Wenn du selber in der Bibel lesen, selber beten. Und jetzt noch eine kleine Überraschung. Weil ich weiss, dass viele machen das schon 40, 50 oder 60 Jahre. Aber jetzt müsst ihr hören. Frag mal deine Hauskreisleiterin oder deinen Hauskreisleiter, ob du selber einmal darfst einen Input vorbereiten. Weil dann lernst du nämlich am meisten. Man ist nie zu alt,
um etwas Neues dazulernen. Das habe ich auch gestern gerade wieder gemerkt. Gestern hat der Samuel Spürki Senior aus Dürrenesch mit fast 89 Jahren seine erste Vernissage, Bilderausstellung, hier gehalten im Unterstock vom Kirchengemeindehaus Dürrenesch mit 15 selber gemalten Bildern. Mein Lieblingsbild zeigt ein Boot. Dann ist etwas ganz Spezielles passiert. Ich habe das Bild dann gekauft auf einer Postkarte und nachher habe ich ganz stolz das meiner Frau Christina gezeigt. Und schau mal, das ist mein Lieblingsbild und habe gefragt, rate mal, wie das Bild heisst. Und dann hat sie gesagt, angekommen. Und tatsächlich heisst das Bild angekommen. Das habe ich noch nie erlebt, aber es ist gigantisch, wie Gott so gewirkt hat in dem Kleinen. Du wirst im Glauben an Jesus mündig, wenn du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, zu seiner Ehre innerhalb und außerhalb der Kirchengemeinde einsetzen und fördern. Das sind lebenslange Prozesse, aber es lohnt sich darauf einzulassen. Wir müssen auch gar keine Angst haben, weil wir haben ja vorher gehört, wir sind Kind von Gott. Und es ist klar, das Kind lernt laufen, wenn es ab und zu umgeht. Dann steht es auf und läuft es weiter. Das ist der Prozess. Aber wenn wir die Gaben einsetzen, mal einen Fehler machen, das macht nichts. Wir sind Kind von Gott, wir dürfen aufstehen, dürfen lernen, dürfen es wieder anders machen. Als Abschluss möchte ich euch noch einen speziellen Abschnitt aus der Bibel ein bisschen erklären, indem ich ihn auf Hochdeutsch lese und mit Mundart ein paar Erklärungen dazu gebe. Und zwar ist das ein Abschnitt aus dem Epheserbrief, wo der Apostel Paulus erklärt, dass es unterschiedliche Gaben gibt. Und was auch darum geht, zum mündig werden. Mündig, dass wir uns nicht manipulieren lassen. Wir hören aus Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 11 bis 15. Und er, das heißt Jesus, hat die einen als Apostel gegeben. Apostel, das sind Pioniere, die etwas Neues gründen. Vielleicht ein neues christliches Werk oder in der Kirchengemeinde einen neuen Anlass gründen, etwas Neues machen. Oder natürlich eine neue Kirchengemeinde gründen. Und andere als Propheten. Das sind die das Reden von Gott, Gottes übernatürliches Reden gut hören und weitergeben, oder die auch das Wort von Gott in der Bibel weitergeben. Andere als Evangelisten, das sind die andere zum Glauben an Jesus einladen. Andere als Hirten, Seelsorger und Lehrer, das sind auch die, die das Alte Testament erklären. Zur Ausrüstung der Heiligen, das heisst für uns, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, das heisst Kirchengemeindeaufbau, dass die Kirchengemeinde kann wachsen und gedeihen, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, das heisst, bis wir im Himmel sind und Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife, der Fülle Christi. Also im Himmel werden wir Jesus ganz erkennen. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, das heißt durch Manipulation, durch ihre Verschlagenheit zu listiger sonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe, das heißt anderen Menschen in Freiheit begegnen und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Das heißt, Jesus ist der Chef der Kirchengemeinde, Christus. Was können wir konkret gegen Manipulation machen? Ein paar konkrete Handlungsempfehlungen. Bitte red von dir selber und nicht im Namen von anderen von einem Wir. Um das Erlebnis zum Anfang nochmal aufzugreifen, könnte man das so formulieren. Ich erlebe diesen Anlass in der Kirchengemeinde als gelungen. Willst du auch mal daran teilnehmen? Bitte vermeid den Begriff alternativlos. Seit dem Jahr 2009 hat die alte Bundeskanzlerin Angela Merkel diesen Begriff sehr oft verwendet. Das hat zur Gründung von neuen politischen Parteien in Deutschland geführt, sowohl Rechte als auch Linke, weil sie
nicht damit einverstanden sind, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt. Es gibt immer eine Alternative. Um das Beispiel vom Anfang nochmal aufzugreifen, wir können es so formulieren: Lieber Herr Pfarrer, momentan bin ich knapp bei Kasse. Wegen dem fahre ich jetzt schwarz und riskiere einen Buß. Könnt wir uns bitte in der nächsten Woche einmal treffen für eine Budgetberatung oder wer empfehlen Sie mir? Das ist nicht lustig. Er hat ja kein Smiley. Noch nicht. Das dritte Beispiel. Kannst du mir bitte helfen bei dem Anlass? Aha, du hast einen Arztbesuch. Ah ja, dann klappt es vielleicht ein anderes Mal. Danke. Gönn der anderen Person die Freiheit, die Jesus auch dir schenkt. Viele Christen machen sich tiefe Sorgen, weil entweder ihre eigenen Ehepartner, ihre Kinder oder ihre Enkelkinder nicht an Jesus glauben oder sogar aus der Kirche austreten sind. Wir sollen sie nicht manipulieren, sondern lieben. Im Buch «Fragen an das Leben» von Nicky Gumbel, wo die Grundlage vom Alpha Life Glaubenskurs bildet, habe ich vor 20 Jahren eine Geschichte gelesen, die mich seither nachhaltig geprägt hat. Ein Pfarrer in England hat für 200 Personen gebetet, dass sie zu Jesus finden. Er hat erlebt, wie 150 Menschen während seiner Lebzeit zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und 50 an seiner Beerdigung. Das hat er logischerweise selber nicht mehr erlebt. Vielleicht erleben auch wir selber nicht mehr, dass Gott unsere Gebete und die Rettung von unseren Angehörigen erhört. Aber er ist treu. Und es gibt unterschiedliche Phasen im Leben. Viele bauen zwischen 20 und 60 Jahren ihr Leben auf und vergessen dabei Jesus. Aber wenn sie dann die ersten Beerdigungen besuchen, werden sie nachdenklich und wenden sich wieder Jesus zu. Gott verwendet keine Manipulation, sondern Liebe. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Wo aber der Geist des Herrn ist Freiheit. Wir beten zusammen. Ich lade alle ein, in das Gebet mit einzustimmen. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du uns liebst und dabei keine Manipulation verwendest. Wir danken dir, dass es dich alles gekostet hat, um uns die Freiheit zu ermöglichen. Es tut uns leid, wenn wir Manipulation verwendet haben, um andere zu prägen. Du siehst auch, dass wir uns aufregen, wenn andere uns manipuliert haben. Bitte vergib uns und zeig uns, wie wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Wir bitten dich, dass du uns aufzeigst, wo wir unsere Macht und Kompetenzen überschritten haben. Bitte zeige uns in den nächsten 4 Liedern, die wir dann miteinander singen. Wir bitten dich, dass du übernatürlich an uns wirkst und uns befreien von allem Minderwert, von aller Angst und uns durch ein gesundes Selbstvertrauen verleihen zu deiner Ehre. Zeige uns unsere Gaben auf, die du uns gegeben hast, dass wir sie einsetzen können in der Kirchengemeinde und außerhalb der Kirchengemeinde zu deiner Ehre. Amen.